Guten Tag, ihr Leid. Upp. Weiter geht's. Schön beim Chillen hier mit, ich habe schon wieder Namen vergessen. Letztens hatte ich ihn noch. Tiny Terrace Turbo Trip. Genau. Und wie ihr vielleicht, wenn ihr genau hinhört, erkennt, bimmelt da was. Wir sind hier im Regierungsviertel. Da hinten ist das Regierungsgebäude. Da ist hier so der Gully. Ja, das ist guck mal hier. Da ist das letzte Windspiel. So, dann haben wir das nämlich auch. Gut. Jetzt müssen wir nur noch zurückfinden. Das war aber, wir waren hier schon irgendwie in der Nähe. So, da nicht runterfallen. Da nicht lang gehen. Ich glaube... Ah, da hinten sind die Pilze. Wir müssen an die Pilze gehen. Und da dann das letzte reinmachen. Was ist das da? Gehörst du zu mir? Okay. Ich habe gerade ein Achievement gekriegt, weil ich viele Insekten gedingsbumst habe. Okay. So sei es, so sei es. So, hier passt noch eins rein. Jetzt mal gucken, was wir dann kriegen. Ich habe keine Ahnung. Eine Zwischensequenz. Ah ja, der Maschgott. Wie uneigennützig. Welch Güte. Ein Opfer dieses Ausmaßes, das darf nicht unbelohnt bleiben. Es ist soweit. Ich fahre ins Weltall. Und was könnte belohnender sein? Als die innerliche Offenbarung des Geistes. Ich dachte, ich rede mit jemand anderem. Ach so. Du hast dich wacker geschlagen, mein Kind. Du trägst ein außergewöhnliches Potenzial in dir. Für was genau? Um eins zu werden. Mit der Natur. Wie mache ich das? Und wieso? Du machst einfach genau das, was du schon die ganze Zeit tust. Oh, das kann ich am besten. Der Wind wird dich leiten. Innerer Frieden ist das kostbarste Geschenk, das das Leben den Sterblichen zu bieten hat. Und es in so einem jungen Alter zu erhalten. Innerer Frieden? Ja, was genau habe ich davon? Alles. Alles, was dein Herz begehrt. Wow. Ich verstehe es immer noch nicht, warum ich so müde bin, obwohl es 14:10 Uhr ist. Egal. Wir werden uns wiedersehen. Oder auch nicht. Vielleicht. So oder so. Ich muss jetzt weiter. Okay. Terry kann jetzt verborgene Windkanäle entdecken. Am Ende jedes Kanals wartet eine vielversprechende Belohnung. Du bist ja immer noch da. Ja. So, verborgene Windkanäle. Ist da nicht zufällig irgendwo einer? Sagte ich krieg hier was Cooles. Was haben wir denn jetzt Neues dabei? Guck mal, ich habe fast nichts mehr hier. Ich gehe jetzt nochmal nach Hause. Ich gehe jetzt nach Hause. So, weil die Rezeptionistin ich habe gehört, mit der kann man noch interagieren. Sagen. Habe ich nicht gerade schon wieder falsch, doch? Ich dachte, das wäre eine Abkürzung. So, ansonsten ist unser derzeitiger Auftrag 750 Geld zu kriegen, damit wir diesen komischen Hut holen können, wo man dann den Ramsch besser findet.
Also, weil sonst wüsste ich nicht, was wir jetzt noch machen sollten. So. Also, wir gucken mal. Hallo Terry. Hallo. Solltest du nicht eigentlich mit deinen Eltern im Urlaub sein? Ja, doch. Ja. Aber jetzt habe ich was anderes vor. Okay. Was machst du denn so? Nix. Weißt du, wie man diesen Computer anmacht? Ja. Okay, frag nur. Fahren deine Eltern ohne dich in den Urlaub? Ja. Okay. Boah, diese tiefgründigen Gespräche da. Jetzt, wo deine Eltern weg sind. Oh, jetzt wird's interessant. Was kochst du dir denn da jeden Tag? Ich kann nicht mehr kochen. Meine Mikrowelle ist kaputt. Er kocht mit Mikrowelle, alles klar. Oh nein. Was isst du denn jeden Tag? Strandpommes. Ich mag Strandpommes. Davon habe ich vor einer Weile drüben im Strandclub einen lebenslangen Vorrat gewonnen. Ja, schön. Ja. Teile mit Criata Pommes. Aber warum nicht, ne? Wir müssen alles gesagt haben, was gesagt werden kann. Ja. Okay. Soll ich ihr jetzt Pommes geben oder was? Ich hab noch. Da, guck. Nun, das ist nicht Pommes geteilt, das ist Pommes gefressen. Und die Packung. Danke. Gut. Ich werd müde. Ja, ja. Da hat man mal einen Sonntag frei und dann wird man müde. Das ist doch nicht gut. Ich will doch hier den ganzen Tag zocken, will ich doch. So. Das war nix. Jedenfalls sind meine Strandpommes leer. Und das ist nicht gut. Wieso rufe ich eigentlich immer so die Karte auf? Weil ich es kann. Ich gehe mir mal neue Strandpommes holen. Vielleicht will die 3 oder so. Und ich hatte nur noch eine. Na komm. Geheime Windkanäle. Weiß ich nicht. Weiß ich nix von. So. Hä, das ist es doch, oder? Hier hast du den lebenslangen Vorrat an Strandpommes gewonnen. Ach so. Ach, die kommt jetzt daher. Ach so. Ja. Gehst du rein, holst uns ein paar kostenlose Pommes? Okay. Gute Idee eigentlich. Die waren ein bisschen salzig. Die waren fürchterlich salzig. So wie ich sie mag. Ich mag auch sehr salzige Pommes. Danke für die Pommes, Terry. Ich würde ja Geld geben, aber das ist ja nicht Sinn und Zweck der Sache. Ja, das stimmt wohl. Darum erzähle ich dir lieber, wo ich ein bisschen Ramsch vergraben habe. Ja, das höre ich lieber, ja. Okay. Den habe ich irgendwo auf dem Ruheplätze der Gummiwelpen vergraben. Spitze, danke. Ist da oben, da war ich schon mal. Da machen wir jetzt gleich ein Icon-Dingens hin. So, und jetzt guck mal hier. Ah, ja, wer sagt's denn? So. Oh, 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 oh. Hier haben wir, glaube ich, so ein Windding gefunden. Kann das sein? Moment, ich muss hier erstmal noch weiter das da einsammeln. Was jetzt? Okay. Ach so. Nie. Ihrer grinst, hey. Was machen wir jetzt damit? Okay. Ach so. Ach, ich muss da gar nichts machen. Guck mal, der führt mich da selbst irgendwo hin. Ja, ein bisschen lenken muss ich schon. Aber halt nicht viel. Ich glaube, man muss eigentlich gar nicht lenken.
Okay. Also ich lenke jetzt einfach nur, damit mein Charakter nach vorne blickt. So. Kann ich auch ein bisschen nach unten gucken, ja. Oh ja, da hoch will ich. Weiter hoch, weiter hoch. Nicht? Warum denn nicht? Ich bin eins mit dem Wind. Achso, ich glaube, der führt mich das Haus einfach hoch. Also zumindest mal... Oder doch darüber? Ich würde beides nehmen. Ich würde auch das Haus hochgehen oder einen Felsen hoch. Na, irgendwie... Führt er mich dann hin zu dieser Müllanlage oder wie? Ne, jetzt geht's wieder darüber. Ich sagte, der führt mich da das Haus hoch. An diese Sonne da. Dom, dom, dom. Ah, ja. Ich sehe, was los ist. Na, hier schön landen. Zack. Sehr gut. Jetzt gibt's Haue. So, 100 bitte. Danke. Dann haben wir 279. Sehr gut. 360 brauchen wir für 2 Turbos. Die haben wir ja dann quasi. Sehr gut. Okay, dann kann ich jetzt hier noch irgendwie was Cooles machen, wenn wir schon mal da sind. Nicht so wirklich, ne? Das ist wieder der Wind. Ja, ich kann jetzt da rüber, oder? Hey, ich glaube nicht, dass ich da hin kann. Ich tippe auf Wand. Falsch getippt. Sehr schön. Okay. Hier gibt es aber irgendwie nichts. Aber so ein bisschen Gras da hinten. Miep. Nee, hier gibt es ja wirklich nichts. Komme ich nicht hoch. Ja, dann würde ich jetzt auch sagen... Da unten war die Strandpommesbude, gell? Ah, ja, stimmt. Wir müssen ja noch was ausbuddeln. So. Stimmt, ja. Okay, dann... Ja, dann... Nix wie hin, ne? So, da irgendwo hat sie gesagt. Da hinten ist ein Kreis mit Blümchen. Guck mal, jetzt sehe ich das. Und da sind noch Dingens. So. Das Kreis mit Blümchen habe ich noch gar nicht gesehen vorhin. Da müssen wir noch was ausbuddeln. Gibt es ein bisschen Geld wieder. Oh, ne, gibt noch sowas. So, wo muss ich hin? Da weiter vor. Oh, oh, oh. Weg von den Dingern da. Na, ich wollte gerade sagen, nicht, dass es hier... Ach, da. Oh, warte mal. Da gibt es sau viele Maulwurfhügel. Ach so, guck mal, guck mal. Jawohl. Ja, heute läuft's. So. Ja dann, hauen wir dieses Ding da kurz und klein. Ich hoffe jetzt nicht, dass das Spiel von mir verlangt, dass ich alle Turbo-Ramsch-Dinger finden muss. Also so wirklich alle, die es gibt. Das wäre ein bisschen doof, sondern nur, weil, oh, das ist dann so eine Sache, weißt du, so auf 100% irgendwas bringen, mache ich nicht gerne. Also nicht, dass ich nicht generell Sachen gerne auf 100% bringe, aber so Achievements auf 100%, das mache ich nicht gerne. Dann, ja, da liegt auch noch, das nehmen wir natürlich auch noch mit. Wir sind ja flexibel. Da hinten liegt, wo kommt denn das jetzt alles her? Ich war doch hier schon 5-mal, oder? Ein bunter Vogel. Guck mal, der hat einen Rucksack auf. Ach, das ist ein Geldbeutel. Ah, der hat auch noch einen Geldbeutel. Der hat noch einen Geldbeutel. Haben alle mit demselben Hemd einen Geldbeutel dabei? Weiß nicht.
Ja, jetzt, wir gehen uns mal unser Auto aufwerten hier, dass wir mal vorwärts kommen hier. Zack. Ja, doch, Richtung stimmt doch so ungefähr. Nöt. So. Briefkasten kaputt machen. Wichtig. Nee, guck, der hat ein lila Hemden, hat einen Geldbeutel dabei. Leuchtglocken, jawohl. So, der hat noch einen Geldbeutel. Schön, ah ja, so, das hätte mir mal früher auffallen sollen. Oh, guck mal, da ist Terry. Nee, Cherry. Terry. Keine Ahnung. Geschlagen, schon wieder. Nummer gewinnst du nicht. So, ich habe übrigens eine mega Idee entwickelt. Ich habe mich ja ein bisschen eingelesen, ne? Und da stand, es gibt da einen Mega-Trick. Aua. Und zwar soll man einfach sein Auto kaputt hauen. Ja, okay, das ist nicht so der Mega-Trick, merke ich gerade. Okay, das scheint vielleicht doch ein Megatrick zu sein. Was ein dummer Trick, ey! Das ist der dümmste Trick der Welt, echt jetzt. Oh, ist das doof. So. Einfach aussteigen und sein Auto kaputt hauen. Ja. So, also das hat sich ja mal rentiert, oder? Habt ihr noch ein bisschen Geld für mich? Ein bisschen Kleingeld? Portemonnaie? Hast du ein schweres Portemonnaie, um das man dich erleichtern könnte? Irgendwer? Alles arme Schlucker hier, oder was? Ey, jetzt wird das Spiel, so langsam wird's halt wirklich GTA, weißt du? Autos klauen, Leute abrippen. Schaffen wir das? Zumindest da drauf? Nee, leider nicht. Naja, am nächsten Mal. Jetzt gehen wir erstmal unser Auto tunen. Mit Megabass. So. Terry. Ich habe 547 Turbo-Schnappi-Prappi. Großartig. Ich setze 3 Turbo-Ups zusammen. Ja, das will ich doch hoffen. Wieso hängt denn da ein Frosch vorne dran? 3 Stück? So, stimmt. Der müsste jetzt aber wirklich voll sein, oder? Der müsste doch voll aufgeladen sein, so langsam. Turbo-Up erhalten. Erhöht die Turboleistung. Terrys Auto. Ja, weiß ich. 100% bereit fürs All. Jawohl! Dieses Spiel kann ab jetzt jederzeit durch die Reise ins All abgeschlossen werden. Sorge dafür, dass Terry alles erledigt und sich verabschiedet, bevor er aufbricht. Wow. Was ist denn? Ich habe das Gefühl, ich bin schneller. Ja, mit 7 Turbo-Ups ist das Auto echt schnell. Ja, aber nicht nur mein Auto. Ich habe das Gefühl, ich selbst bin schneller. Wenn du das Gefühl hast, wird es auch so sein. Oh, Terry kann jetzt die Schnellreise nutzen. Interagiere mit einem Parkplatzzeichen, um Terry zu einem anderen Parkplatz auf der Karte zu teleportieren. Ja, das hätten sie mir mal vorher sagen sollen. Echt jetzt. So. Hör mal, wisst ihr was? Also 20 Minuten sind ein bisschen kurz. Das wäre dann eine sehr kurze Folge. Wir machen das so. Wir machen jetzt noch ein bisschen dumm Zeugs. Ich guck mal, was ich noch finde, weißt du? Und dann fahren wir, also dann bringen wir das Spiel zu Ende und fahren ins Weltraum und hier Spielende und so. Das wird eine extra Folge, die ich aber einfach am selben Tag, hier könnt ihr das gleich danach gucken, aber so, dass er einfach nur, ich will nur das Ende sehen. Weil, ja, ihr müsst euch jetzt, also wenn ihr nur das Ende sehen wollt, guckt die Folge, die jetzt am selben Tag danach kommt. Jetzt wird hier noch ein bisschen Unfug getrieben. Was haben wir noch zu treiben? Gummiwelpen und Fußballkinder. Ich möchte eigentlich diese Dinger da finden. Pass auf.
So ein bisschen will ich mich hier noch umgucken. Das heißt also, ich werde mich jetzt ganz kurz verabschieden und dann bin ich gleich wieder da. Einen Moment, ich gehe mal kurz in den Keller. So, guten Tag, ihr Leid. Also, ja, eigentlich gibt es für mich nicht mehr so viel zu tun. Außer noch ein bisschen Geld zu fahren. Einfach... Moment, hier, guck mal, wenn wir schon mal hier sind, dann will ich auch da... Einfach, weil jetzt gibt es nur noch Achievements zu holen. Die brauche ich nicht, ich brauche keine Achievements. Okay, das hat nicht so gut geklappt, wie ich das gedacht habe. Moment, ich hole mir hier mal mein Auto. Bleib hier, Schild. Das hat gut funktioniert. Wir könnten diese Windtunnel, hoppala, diese Windtunnel da noch machen. Zum Beispiel könnte man die Windtunnel da noch machen. Und die machen wir jetzt halt auch. Ich habe mir geguckt, wo die sind. Ja. Hier irgendwo. Na, da nicht. So schlau bin ich dann doch. Und zwar soll da hier irgendwo einer sein. Irgendwo so ein... Ach, das ist das Parkschild. So ein Windtunnel gesehen. So, guck mal da. Ein Geldbeutel. So. Oh, da hat auch ein. Zack. Also hier irgendwo ganz oben, hier soll es Windtunnel geben. Okay, hier gibt's anderes Zeug. Das wird nix. Das war noch weniger. Ja, das Ding ist, ich halte den Knopf gedrückt zum Schweben. Ist aber Quatsch. Du musst nur einfach einmal kurz drücken und dann schwebt er automatisch. Und du musst, wenn du den nochmal drückst, hört er auf zu schweben. Schaff's nicht hoch. So, aber hier schafft das hin, siehst du? Also eigentlich ist das jetzt vollkommen sinnlos, die Dinger jetzt hier noch zu sammeln, weil... Nein. Verdammte Axt. Ja, wir sollen auf jeden Fall weiter hochgehen irgendwie. Und ganz oben wäre wohl was. Wäre wohl was. Also noch so ein Winddingens da. Ich hätte jetzt eher bei dem Pilz da mal geguckt. Kann ich da nicht drauf hüpfen? Doch. Oh, guck mal. Da war ich noch gar nicht hier. Zack, gib Geld. Nee, gibt kein Geld. Schade. So, Käfer gefangen. Also, so einen hatte ich schon. So. Könnte... Ich habe es gerade bimmeln gehört. Habt ihr das auch gehört? Tun die Windtunnel auch bimmeln? Guck mal, ob ich einen von hier sehe. Aber ich sehe hier nichts. So. Oben würde ich gern drauf gehen. Ja, es ist jetzt aber auch irgendwie doof. Ob ich es darüber schaffe? Also darüber schaffe ich es auf jeden Fall so. Pass auf, ich werde jetzt... Ne, das da ist kein Windtunnel. Ich werde jetzt darüber fliegen. So. Wie gesagt, nicht, dass die mir noch was nützen. Wir gehen jetzt auch gleich nochmal in einen Hutladen. Kaufen uns noch ein paar Hüte. Na komm. Kaufen uns noch ein paar Hüte. So. Unten liegt noch einer, den lasse ich jetzt gerade mal. Rumfliegen Vögel.
Ne, den lasse ich jetzt halt nicht. Sonst vergesse ich ihn wieder. Wo war denn der? Ach, die Kamera. Ich glaube hier eigentlich, oder? Ja, genau, da war er. So, sehr gut. Ach so, ja, wir könnten noch den einen Gummiwelpen holen. Also da müssen wir jetzt aber noch umgucken, dass wir den finden. Nee, da habe ich jetzt ehrlich gesagt nicht so viel Bock. Was ist denn das da? Wieso hat er ein eigenes Icon? Ach so. Der da hat ein eigenes Icon. Wer ist denn das? Ach, das Wäschehaus. Komm, wir gucken mal. Jetzt haben wir haben ja Geld, ne? So. Also. Ich will einen Hinweis kaufen. Her mit dem Geld. Ah, 15. Wir haben gar nicht mal so viel Geld, ne? Mann, jetzt los. Kommt der Hinweis jetzt aus der Waschmaschine, oder wie? Okay. Ja. Ach so. Ja, komm, gib mir einen Hinweis her. Muss ich jetzt irgendwas machen hier? Ich bin mir nicht sicher, ob irgendwas passiert. Ja, aber echt. Konzentrier dich. Ach, der macht hier Musik. Schau dich im Zimmer um. Ja, ich sehe schon, dass da hinten ein Bild ist. Ja, aber... ein Haus mit Bäumen vorne dran. Junge, mach's halt nicht so spannend, erklär's mir. Okay. Oh, also dieser Hinweis... Sorry, ich hab grad mein Tier gehauen. Dieser Hinweis ist voll dumm. So. Also ja... Nö, das ist doof. So, Hutladen. Wo ist denn der nächste Hutladen? Da oben. Ach so. Ja, was will ich jetzt mit dem Baseballschläger? Ich will einen Hutladen. Tierhandlung. Wie sehen denn die Hutladen aus? So, nee. Ach da, Hutladen sieht aus wie ein Hut. Wahnsinn, wer hätte das gedacht? Haben die im Moment alle dieselben Hüte? Sag mal her. Nee. Der hat deutlich andere. Haben wir noch einen Hutladen? Ja, okay, dann müssen wir wohl an den da unten. Der sieht noch am coolsten aus. So. Hier steht doch irgendwo mal ein Auto, ja. Fahren wir halt mal wieder mit dem Auto. Ich werde mich eh verfahren, wenn ich überhaupt überlebe. So. Naja, da fahren wir gleich hoch. Junge, mach Platz. Hoppala. Ich bin jetzt der Turbomann. Also, nerv mich nicht. So, finde ich aber gut, dass das Spiel halt sagt, so, ab jetzt kannst du, Alter, hat mir fast das Auto zusammengefahren. Ab jetzt kannst du das Spiel beenden. Fertig. Da oben ist was da. Ab jetzt kannst du das Spiel beenden und man muss nicht alle Dinger da sammeln, weißt du? Das ist ja doof. So, hallo. Was für Hüte verkaufen Sie heute? Ich verkaufe immer dieselben Hüte. So, guck mal hier, den braucht man. Rennfahrerhelm. 150. Haben wir gerade so. Sehr gut. Unga. So. Alles an mir wirkt schneller. Jawohl. Jetzt sehe ich dumm aus. Gut. Rennfahrerhut. Ich glaube, wir sind gerüstet. Hoffe ich doch. Jetzt brauche ich mir nur noch ein Auto. Wie schlimmer das da? Wer parkt denn da immer mein Auto um? Oder ist es vielleicht das Haus, was ich gesehen habe? Nee, das ist schon... Ach, keine Ahnung. So. Jetzt müssen wir dahin. Sky Tower. So. Ja, der sah letztens anders aus. Achso, ja, ich bin aufgefallen. Ich muss auch die Seite hochfahren. Mann, ey, jetzt habe ich aber schon Bock weiterzumachen, nachdem ich jetzt das so groß angekündigt habe.
dass wir da jetzt rüberfahren. Wieso nicht beides? Warum kann ich denn nicht sagen, hier jetzt das Spiel so beenden und dann nochmal ein extra Video machen? Für die Leute, die nur das gucken wollen. Das ist eine gute Idee. So, also, los geht's. Und Turbo! Hat gereicht. Yeah. Meine Stimme hat auch gereicht, da bin ich ja froh. So. So spielt man also das Spiel durch. Sehr schön. Hier fährt immer noch, jawohl. Beim schönen Helmchen. Oh! Alle meine Freunde, alle sind bei mir. Okay. Huch. Ah ja, cool. Der ist auf der 1, auf der Kurzwahl. Das ist unser Onkel, glaube ich. Hey Terry. Ich hab's geschafft. Ich bin im Weltall. Großartig, Terry. Sei es drum, deine Eltern haben angerufen. Sie kommen morgen nach Hause. Und mir ist aufgefallen, dass ich vergessen habe, nach dir zu sehen. Und zwar ziemlich oft. Hast du den Ferienkurs gemacht, den du machen solltest? Ich bin gerade im Weltall. Ja, das Weltall ist der Wahnsinn, Terry. Aber können wir mal kurz ernst miteinander reden? Deine Mutter wollte, dass ich mich um dich kümmere. Darum möchte ich ein paar Dinge mit dir klären. Onkel Grony, ich bin im Weltall. Du klingst irgendwie gedämpft. Was? Ja, mit dem Auto des Jobcenters. Deine Mutter wird mich umbringen. Wird sie nicht. Ich muss nicht mehr zur Schule gehen. Ich bin jetzt berühmt. Terry? Terry? Hältst du das nicht für eine schlechte Idee? Wieso? Um ehrlich zu sein, hängen so viele praktische Probleme daran, dass ich nicht mal weiß, wo ich anfangen soll. Wie ist es da oben überhaupt? Irgendwie blöd. Kann ich nicht mal richtig atmen. Das fällt ihm früh auf. Wie geht's alle unten bei euch? Reden die Leute über mich? Keine Ahnung, ich weiß nicht, ob jemand überhaupt Bescheid weiß. Oh. Fast wie damals, als der Bürgermeister ins All flog. Es war beeindruckend, aber kaum jemand hat es mitbekommen. Dem Rest war es eigentlich egal. Der Bürgermeister im Weltall? Stimmt, der ist ganz am Anfang. Ist er ganz rund geworden und ist dann geschwobt. Ja, das hatte ich ganz vergessen. Stimmt. Ja, eben. Tja, und was jetzt? Das war eine schlechte Idee. Das war eine sehr schlechte Idee, Terry. Hör zu. Ich weiß, dass du keinen Ferienkurs machen willst. Ich weiß, du denkst, es ist zu schwer, deine Noten zu verbessern. Und ich weiß, du bist enttäuscht darüber, dass deine Eltern dich zu Hause gelassen haben. Und bitte versteh mich nicht falsch. Es ist wirklich inspirierend zu sehen, wie du deine Träume erfüllst. Es ist sogar sehr beeindruckend. Aber eine Fahrt ins Weltall ist nicht wirklich eine Lösung. Egal, wie schwierig die Dinge manchmal auch zu sein scheinen, wir alle müssen einen Weg finden, damit umzugehen. Finde diesen Weg hier auf der Erde. Und ich verstehe es. Du hast es durchgezogen. Das ist ziemlich cool. Wenn du das Ganze ein bisschen besser geplant hättest, wärst du jetzt vielleicht berühmt. Das Kind, das mit dem Auto ins Weltall fuhr. Aber ist es das wert? Ein Leben lang im Weltall verloren zu sein?
Ja, schon irgendwie, oder? Also ich find's ziemlich geil. Nein, das ist es nicht, Terry. Ich glaube wirklich nicht, dass es das ist. Bleib einfach, wo du bist. Ich komm dich abholen. Okay. Wie jetzt? Ja, wie holt er ihn denn ab? Oder nimmt er jetzt einen Taxifahrerjob an? Nimmt ein Taxi, ein tuntes Taxi oder was? Okay, also er geht zumindest zu der Taxifrau, alles klar. Soweit so klar. Er kriegt ordentlich Turbos. Ja. Dann legt er sich mit Jerry an. Ach so. Weil Jerry jetzt rummutzt, dass er jetzt auch ein Turbo hat. Und er macht gleich mal Jerry platt. Hier, mir doch egal. So. Dann sammelt er die ganzen Dinger da ein. Okay. Er macht quasi genau das, was ich gemacht habe. Nur geplanter und wohl schneller. Also, die hauten da jetzt ordentlich Turbos rein. Soweit so klar. Hä? Er macht eine Kette? An was macht er die Kette? An die Baustelle? Ich verstehe es nicht ganz. Ach so! Er macht eine Kette ans Auto. Er kettet sich fest. Dann kann er hoch, kann ihn abholen und kann dann jetzt wird er hier wieder runtergezogen. Oh, ist das schön. Das gefällt mir. Guck mal, wie sie alle mithelfen. Wenn ich runterkomme, klaue ich euch wieder die Geldbeutel. Yay! Und jetzt hier, die Schwerkraft hat sie wieder. Gibt ja keinen Fallschaden. Sehr schön. Ach, ist das schön. Guck, jetzt werden sie gefeiert. Der Junge, der ins Weltall fuhr und der Onkel, der ihn wieder runtergeholt hat. Also, aus dem Weltall. So. Schön. Das ist doch ein Screenshot wert, so. Ende. Schön. Aber das Ende hat mir gefallen. Ich dachte jetzt wirklich, dass das jetzt das Ende ist. Ja, ich hol dich doch runter, fertig, zack. Aber nö, das war schön. Ja, ein bisschen so die Moralkeule am Schluss. Nun ja. Musste jetzt nicht sein, aber... So, Danksagung. Die Zusammenarbeit mit dir hat mir unglaublich viel Spaß gemacht und lief wie geschmiert. Zu hören, wie die Musik Form annimmt, inspirierte mich während der gesamten Entwicklungsphase mit am meisten. Auch abseits der Musik warst du immer für mich da und hast mir geholfen, Hürden zu überwinden und Siege zu feiern. Danke. Das sagt er zu Thomas de Waard. Das ganze Team von Super Rare. Es war mir eine absolute Freude, mit euch zusammenzuarbeiten. Ihr habt mir immer das Gefühl gegeben, dass ich etwas ganz Besonderes erschaffe. Danke, dass ihr so bereitwillig eure Gedanken und euer Wissen mit mir geteilt habt. Und George, danke, dass du an mich geglaubt hast, bevor das Spiel zu irgendwas taugte. Dann auch das Internet. Ich liebe dich. Spiele zu entwickeln ist so viel einfacher, wenn eine kostenlose Information zur Verfügung steht. Ja, so ist es. Internet ist geil. Das, was nicht geil ist, Social Media, Media-Gedöns, das könnt ihr einfach ausblenden. Guckt wie ich habe quasi kein Social Media. Ja, ich bin hier auf YouTube, ich weiß. Aber das ganze andere, Kack und ja. Aber Internet ist geil. Kann man nicht anders sagen. So, Natalie, du machst mich glücklich, du hältst mich gesund. Dank dir bleibe ich so gut wie vernünftig. Danke. So, dann gehen wir mal zum Titelbildschirm. Ich glaube, wir haben es durchgespielt. Vielleicht kommt noch irgendwie noch eine After-Credit-Scene. Bom, bom, bom. Nee, kommt nicht. Alles klar. Sehr schön. Dann haben wir Tiny Terrys Turbo Trip durchgespielt. Wenn ich jetzt da auf Fortfahren gehe, passiert was? Ich habe keine Ahnung. Werdet ihr nie herausfinden, außer ihr kauft euch das Spiel selbst. Guck mal oben rechts, der Bürgermeister. Da schwebt er. Den hätten wir eigentlich auch noch zurückholen können, aber ja. Naja. So, Zeit für ins Bett. 14:49 Uhr, Zeit für ein Schläfchen. Tschüss. Schaut morgen wieder rein. Danke.